다 범에 gellen 통합시 nganga 직동 기브제 합치 마르긴 쳬다스미 츠치니닌 나조 범에 gellen디 다 수수 잘사 주릭디 단다 제미 쇼ンソン 고바드 마미 총거던 답더니가 단다 깜빡나 준비가 냠버카지 그이신바리 다 수수께서 배 주리니 재미 쇼ンソン 바드 비아 쳬심비가 갑데레 다 재미 쇼ンソン 라렘도 요레 재미 쇼ンソン 그 칼레고라 당아조가 깜베교야레 베멜란소 포로소 통합치 나르기 ngapchi ngarngawadi songti ga kapti ga 재미 쇼ンソン 바드 그 마메 총거던 답더니 가 딱gembe 자야레 소말 지니 가 디니야 앞에다 페심비가 님버치카지 연시아인 두치나
ta jami jonzo go ala te jo shimbi ga ko so jami jonzo go ala ta contractor ni ga jami jonzo go ala ta lebdo chini ga ko so mame chonko ta thama chi de chi shimbi ga ta ne parika chi re ta jami jonzo la le ala ka ma chi ni na lo lebdo yo so yo go chi di ga jami jonzo go ala ya jo shimbi ga ani ba ka chi re ni chi re so chi ta jami jonzo go ala le sa ni ga no
투제나 카 스위스 보기 봄에 쪽가 쪽쪽 랍셀 디젤 송셰나에레 데린데 라페베 지손 넘바 당 브리미만 쪽쪽다 쪽셔 다나 시 브리 빈달라 니 스위스 보기 봄에 쪽에 민도네 참리 슈비 데린기 니모니 보기 계산하서 보기 봄에기 계속이 진격이 토네 벌써 용적 전주당 장년 제발 직동국 정업중학의 진다 순배 최중이 님을 최선 뱀의 찍도 뛰네 시자 체외 남든 총골기 랭글 남네 겨송랑 오걸 당대 밀어리보 납중 양아 제답 매배 로기랑 신dembe 개체 니모테 케유 고갑 디규 토마 직동국 정업중학의 진다 순배 최중이 님을 벽계갑 등 미리 리숑단 제바 손잡 제도 랑레 계갑 잭체와 진네 야숑기 차준기 듄도 덴베 벼자 로네 동랭기 랭글낭 냠슈낭데 루소 롱저당 제바 르당낭 예베 야제 바모 담반남기 바장 잉톱라 제도기 ngak저당 이랑 귀두 슈규당 바모 담반남기 까징 잉유수장데 직동국 정업중학의 진다 순배 세중일로 사주 슈배 제바쟁기 뱀의 렌소기 딕주 균진체 전줄 낭도 직동국 자기주 캡시로 라소슈도 슈도 미유조보 배된 덴베 탑주 난기 여징 대양 우메랑기 시주 탐진기 랭글 균콘대 벨미수여 다대차르 변나라 천나 내당 지신지도 지신직두두 내여발 장면 캔세다레 겨숑기 서답데베 최송기 시주 코나덴 변랑 이동 고네 이동 줍시팔 계제 학삼 덴바 세르게 포모 야든 이슈 잡드네 랑르 메르세 당데 겨숑라 오가 나와 동생 냠게 슈규 최샘 템보 송유 데링기 고갑디규 휘시 벤제림보체 겐둔 최기 니마초 강도 예메 겨숑기 세던 괴바당 두고 딘지델레 림보체 초기유 찹시 점바 용 르드 괴바 롱어 두주낭 베미토 락다 체미수 예베 잭송 시주테 파미에당 농두쟁기 시주 인바 겨숑기 고디츠 뇌렌 제괴베 부규당작 베밀란나 메베 우디 konsagamyon 첨보 초라 변난기 퉁겐 남중당 계지땡 계갑 우디카기 konsa초다 제덴 남중 제라 갸나숑기 모투 망에 카요당 시메기 체메슈베 제밥라 만조 벽이 뱀메기 녀네 모글 타직도 예 다른 잠링들 로와 심제 용라 투 잠제 예리 메발 라나 메베 우티 잠네 시대 데베 제라도 배 시제 강젠바 용라 까링 체베 디지 경유 라나 마치바 공산 경균 첨보 초기 구제 샤베 깨게 바르도 담바당 랑신 니멘기 랍젠기 공셰 삽모 타달훈기 줍데 배 카와젠 강젠기 종수 시제 냠종 용에 뜻이면둠 슈규인 Liebe Landsleute, liebe Tibet-Freunde, heute gedenken wir die tibetische Frauenorganisation in der Schweiz dem 55. Jahrestag des tibetischen Frauenaufstands. Der 12. März 1959 ist ein signifikanter Tag in der Geschichte für die tibetischen Frauen. Ein Datum, an welchem sich tibetische Frauen gegen das brutale Durchgreifen der chinesischen Regierung in der Hauptstadt Lhasa erhoben. Während des Aufstands haben Hunderte von tibetischen Frauen ihr Leben beim brutalen Durchgreifen verloren und viele von ihnen wurden verhaftet. Im Jahre 1966, in der Zeit der Kulturrevolution, wurden diese Frauen nach Osten ins Kloster Sera gebracht und dort ermordet. Einige nahm man nach Lhasa, Polinka, Shigatse, um sich von den chinesischen Behörden hinzurichten.
Wir erinnern an und ehren die Opfer, welche all diese Märtyrer erbracht haben, um unsere Kultur, Identität und Freiheit zu bewahren. In deren Namen geloben wir, dass dieses harte Durchgreifen nicht vergeblich gewesen sein soll. Wir werden weiterhin resolut vereint zusammenstehen und in einer festen Bindung im höchsten Dienste für die Sache Tibets kämpfen. Seit 2009 bis zum heutigen Tag haben sich über 128 Tibeter selbst verbrannt, um gegen die Besetzung Chinas zu protestieren. Von diesen 128 sind 18 davon Frauen. Die zwei jüngsten, eine Nonne namens Sangye Döma und eine Studentin namens Benjinki, waren erst 17 Jahre jung. Sangye Döma hat sich am 25. November 2012 vor der chinesischen Botschaft in Dokarmo-Provinz Qinghai angezündet und forderte die Rückkehr seiner Heiligkeit des Dalai Lama nach Tibet sowie Freiheit in Tibet. Sie hinterließ ein Gedicht mit dem Titel "Er wird zurückkehren". Damit war seine Heiligkeit gemeint. Benjinki hat sich in Zeku, ebenfalls Provinz Qinghai, angezündet und Gebete für ein langes Leben seiner Heiligkeit ausgesprochen. Die tibetische Frauenorganisation bittet den Generalsekretär und den Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen eindringlich, einen Ausschuss zur intensiven Forschung über die tatsächlichen Ursachen der Selbstverbrennungen zu betreiben. Während wir alle Tibet-Support-Groups, Parlamente und alle Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen aufdrängen, ihre Stimmen für die Sache Tibets zu intensivieren, möchten wir auch allen unseren herzlichsten Dank ausschütten für ihre unsterbliche Unterstützung und Hilfe. Es ist allerhöchste Zeit für ein Treffen zwischen den weltweiten Landesregierungen und dem Dalai Lama. Ein Treffen wäre ein starkes Zeichen der Solidarität für das tibetische Volk. Bitte unterstützt uns im friedlichen Kampf gegen die Unterdrückung Chinas. Steht auf für Tibet, zeige Solidarität, informiere die Medien, deine Mitmenschen, sprich darüber. Denn nur so geht Tibet nicht vergessen. Wir beten für die Gerechtigkeit, ein langes Leben seiner Heiligkeit sowie die baldige Rückkehr seiner Heiligkeit nach Tibet. Prügel!